So gut. Es ist wirklich schön, einfach in Gottes Gegenwart zu sein, oder? Soll ich nicht predigen und wir können einfach weiter Lobpreis machen? Das wäre cool. Gut, wer war letzte Woche bei uns im Gottesdienst gewesen? Sind ihr ready für den Test? Habe ich gesagt, dass heute gibt es einen Test? Prüfung. Was war das Thema von letzter Woche? 1. Johannes. Wer hat 1. Johannes geschrieben? Der Paulus. Jawohl, nein. Genau, das ist wir haben gesagt, wir schauen den 1. Johannes von Flugsicht von Fällen, die ich gemacht habe. 30'000 Fuß. Und anstatt Fuß habe ich 30'000 Kilometer gesagt. Das stimmt nicht. Aber 30'000 Fuß. Und nächste Folie. Genau, der Johannes hat einen Brief geschrieben. Wie alt war der Johannes, während er den Brief geschrieben hat? Jawohl, zwischen 90 und 100. So alle, die 90, 95 gesagt haben, richtig. Wo war er? In Ephesus. Korrekt. Er war in Ephesus, kann man schon auf das nächste Bild gehen. Und der nächste. Er hat in Ephesus gelebt. Er ist auch in Ephesus gestorben. Er wurde dort begrabt. Wenn ihr mal nach Ephesus geht, werdet ihr sein Grab sehen. Da ist sein Grab nicht. Wenn ihr fast nach Ephesus geht und das Grab von Johannes besucht, geht nochmal, steht auf dem Grab und geht einfach weiter vorwärts. Seht ihr ein Häuschen. Das ist der richtige Grab. Der richtige Grab ist nicht da, wo die Touristen sagen, ist da. Geht vorwärts, ist ein Häuschen, gehst runter, die Treppe ist geschlossen, aber du siehst doch drei mit Bildern und einem kleinen Grab. Das ist sein richtiger Grab. Das ist einfach ein Tipp von mir. Falls ihr nach Ephesus gehen, genau, da heisst es sein Grab, aber ist nicht. Und da hinten, je nach wo du stehst, du siehst ein Haus. Ein kleines Häuschen. Und dann gehst du runter und siehst sein Grab. Und sehr höchstwahrscheinlich auch Maria, Mutter von Jesus, ist neben ihm begrabt. Gut, wieso hat er den Brief geschrieben? Am Anfang war es easy Frage. Jetzt kommt eine schwierige Frage. Wer weiß es noch? Darf ich den nächsten Slide haben? Jawohl. So gut, wegen der falschen Lehre. Gnostiker. Super. Ihr hört wirklich zu. So gut. Er hat im Zeit von Jesus sind zwei verschiedene Doktrinen gekommen. Der erste, beide sind Gnostik oder Gnosticism. Und wir haben eine letzte Woche geschaut, wo hat gesagt, Jesus ist nicht Gott gewesen, er ist nur ein Mensch gewesen. Der Heilige Geist hat ihn Fähigkeiten gegeben nach dem Taufe, um gewisse Sachen zu machen. Aber beim Kreuzigung, der Heilige Geist ist ihn verlassen. Er ist als Mensch in der Welt gekommen und als Mensch auch gestorben. Wir haben das letzte Woche zusammen angeschaut, dass Johannes geht gegen diese Lehre. Und er sagt, Jesus ist Sohn Gottes, Jesus ist Gott. Und er spricht von Vater, Sohn und Heiliger Geist. Darf ich noch eine Folie vorher haben? Noch eine Folie voran. Heute sind zwei Hauptsachen, die Johannes schreibt. Die erste Hauptsache, Gott ist Licht. Und ich werde heute über das Thema mit euch schauen. Gott ist Licht und so sollten wir im Licht wandeln. Vom 1. Kapitel, Vers 5 bis Kapitel 3, Vers 10. Und nächste Woche schaut der Hermann auf der nächsten Folie Gott
ist Liebe. Das sind 2 Hauptthemen. Ich habe euch auch 5 Sachen gegeben. 5 Gründe, was Johannes erwähnt und sagt, wegen dem schreibe ich euch. Wisst ihr das noch? Das sind die 5 Gründe gesehen. Nächste Folie. Und ich hoffe, das ist da. Darf ich nächste? Jawohl. Du bist gut. Danke. Wir haben die ersten 3 Gründe letztes Mal miteinander angeschaut. Diese schreibe ich euch, damit ihr Gemeinschaft miteinander habt. Und diese mit Vater und Sohn und Heiliger Geist haben. Und dann diese schreibe ich euch, damit eure Freude groß ist. Das haben wir letzte Woche angeschaut. Und heute schauen wir das. Diese schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Das ist ein heftiges Thema. Diese schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Ich habe letzte Woche hauptsächlich über Gemeinschaft mit Gott geredet, weil das ist ein Fundament auf das ganze Brief, was er geschrieben, und auch Fundament von seinem Evangelium, 2., 3. Johannes und Fundament von der Offenbarung. Wie werden wir zusammen anschauen? Ich habe euch kurz gesagt, es gibt 2 Lehrdoktrinen im Zeit vom Johannes. Der erste hat geheißen, Jesus er ist nur Mensch gewesen, er ist nicht Gott gewesen. Der zweite ist genau dagegen. Der zweite heißt, wieder mit diesem Namen, Docetic Gnostizismus. Und das sagt, alles, was Fleisch ist, alles Material, ist vom Teufel, ist schlecht, ist Unheil, nicht gut. Nur Geist ist göttlich, heilig und gut. Und das heißt, Jesus hat kein Fleisch gehabt, er hat keinen Körper gehabt. Er hat nur erschienen, als ob er ein Körper hat. Aber tatsächlich hat er nicht wirklich. Er ist nur Geist gewesen, weil Körperfleisch ist schlecht, ist böse. Er ist nicht gut. So, wie kann Gott Körper haben, wenn Körper böse ist? Und das, was ihr wisst, bösartig. Das kann nicht sein. Bis jetzt ist okay. Und viele Christen haben das mega gern gehabt. Viele Christen in Ephesus sind dieser Lehre nachgegangen. Wisst ihr wieso? Weil am Schluss hat geheißen, du kannst all Verbrechen begegnen, was du willst. Du kannst all unmoralen, also sexuelle Unmoralen ausüben, was du willst. Weil Körper und Geist sind getrennt. Das, was du mit deinem Körper machst, hat nichts zu tun mit dem Geist, mit deiner Seele. Solange dass deine Geist in Seele gut ist und solange dass du dich kümmerst um den Geist, dann ist völlig wurscht, was du mit dem Körper machst. Und deswegen, diese Lehre hat mega zugenommen. Verstehe ich auch. Ich will das nicht. Und ehrlich gesagt, heutige Tage ist auch nicht viel anders. Und so schreibt der Johannes sein Kapitel, sein Thema. Das alles schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Wenn ich das gelesen habe, habe ich gedacht, ja, zu spät, Johannes. Das ist schon lange passiert. Was jetzt? Damit ihr nicht sündigt. Ich meine, ja. So, fertig. Wir haben alles sündigt. Und das ist dann. Darf man jetzt Kapitel 2 zusammen lesen? Nächste Folie. Das komme ich nachher drauf. Kannst du dich daran merken? Seht ihr alle diese Folie? Kann man zusammen lesen? Super. Ich muss irgendwann stehen, dass ich es selber auch sehe. Meine geliebten Kinder, ich schreibe euch dies, damit ihr nicht sündigt. Sollte aber doch jemand Schuld auf sich laden, dann tritt einer beim Vater vor uns ein.
der selbst ohne jede Sünde ist, Jesus Christus. Denn Christus hat unsere Sünden, ja, die Sünden der ganzen Welt auf sich genommen. Er hat sie gesühnt. Wenn wir uns an Gottes Gebote halten, zeigt uns dies, dass wir Gott kennen. Wenn jemand behauptet, ich kenne Gott, hält sich aber nicht an seine Gebote, so ist er ein Lügner. Die Wahrheit lebt nicht in ihm. Doch wer sich nach dem richtet, was Gott gesagt hat, bei dem ist Gottes Liebe zum Ziel gekommen. Daran erkennen wir, ob wir wirklich mit ihm verbunden sind. Wer von sich sagt, dass er zu ihm gehört, der soll auch so leben, wie Jesus gelebt hat. Jesus Christus, bitte ich, dass du unsere Herzen, unsere Augen, unsere Ohren, unsere Gedanken öffnest. Heiliger Geist, wir laden dich ein. Das ist dein Wort, das hast du geschrieben, das hast du gesagt. Das ist deine Inspiration. Wir können nicht auslegen, wir können nicht verstehen ohne deine Hilfe. Wir laden dich ein, Heiliger Geist, hilf uns. Die Wahrheit erkennen, Liebe erkennen und in deinem Licht wandern. Danke für das, was du heute Morgen machst. Das, was du heute Morgen mit uns redest. Amen. Das schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Das Thema Sünde, heutigen Tag, ist nicht ein populäres Thema, oder? Ich meine, in unserem Vokabular. Wenn im Alltag tun wir das Wort Sünde brauchen. Nicht nur das, sondern wer sagt, ich bin ein Sünder. Ich bin ein sündiger Mensch. Es ist nicht etwas, wo vielleicht ein Christ, ja, aber jemand, der nicht Christ ist. In unserem Alltag, beim Arbeiten. Wer kommt und sagt, ich bin Sünder? Niemand. Ehrlich gesagt, wer sieht sich als Sünder? Habt ihr mal versucht, mit jemandem zu reden, der nicht gläubig ist und zu sagen, hey, Jesus hat uns vom Sund gerettet. Er hat von Sund befreit. Er hat alle unsere Sund vergeben. Aha. Kannst du mal Deutsch reden oder Englisch oder eine Sprache, wo ich mit dem anfangen kann? Was heisst, er hat mich vom Sund vergeben? Was für ein Sund? Und das ist für mich am schwierigsten, mit jemandem zu reden, der nicht gläubig ist, Sund. Weil es ist nur mehr unser Vokabular. Das heisst nicht, dass es nicht wahr ist. Er ist nicht in unserem Vokabular, weil unsere Maßstäbe sind anders. Weil die Art und Weise, wie ich mich selber schaue und beachte und denke über mein Leben, ist anders. Weil Sünde bedeutet nur mehr gleich wie vorher. Eigentlich bedeutet gleich, aber ich sehe es nur mehr gleich. Weil mein Maßstab ist nicht Gottes Gute und Gottes Herrlichkeit. Mein Maßstab ist das, was alle anderen machen. Das, was halt normal ist. Und ich meine, am meisten, wo Leute mit dem reden, wo ich rede, sind Christen oder auch Unchristen. Wir glauben und wir sagen alle, ich bin ein Mensch. Schau mal, ich bin nicht perfekt. Ich mache auch Fehler. Ich mache nicht alles richtig. Aber ich bin ja nur ein Mensch. Ja, halt. Weißt du, wer ist perfekt? Und ich meine, die Bibel hat gesagt, wir sind nicht perfekt. Und die Bibel hat gesagt, wir alle sündigen. Das ist das, was Johannes schreibt. Wenn ihr behauptet, dass ihr nicht sündigt habt. Im 1. Kapitel sagt er, doch wenn wir behaupten, wir hätten gar nicht gesündigt, dann machen wir Gott zum Lügner. Und zeigen damit nur, dass seine Botschaft in uns keinen Raum hat. Wenn ich sage, dass ich nicht mehr sündiger Mensch bin, dass ich nicht... Eben, wenn ich sage, ich mache Fehler, das habe ich ein bisschen schön geredet. Habe ich schön gemacht. Ich bin nur ein Mensch. Es ist eine Ausrede. Kennt ihr den Spurgeon? Sagt das euch etwas? Spurgeon ist ein bekannter... Wie sagt ihr auf Deutsch? Spurgeon.
Spurgeon, das klingt ein bisschen lustig, der Spurgeon hat gesagt, und das ist ein Wort, nicht meine, das hat er gesagt, unser trügerisches Herz offenbart eine fast satanische Schlauheit in der Selbsttäuschung. Wenn du sagst, du hast keine Sünde, hast du einen furchtbaren Erfolg erzielt, du hast deine eigenen Augen ausgestochen und deine eigene Vernunft pervertiert. Es ist nur ein Wort, das habe ich nicht gesagt, aber ich habe es mega gut gefunden. Also wenn du sagst, ich habe keine Sünde, ich mache Fehler, aber so Sünder bin ich nicht, hast du dich selber täuscht. Gelogen. Du lügnest auch. Gott, es stimmt so, wir machen Fehler. Aber wir können nicht gerettet werden. Wir können nicht Gottes Liebe verstehen. Und hauptsächlich, wir können nicht in Gemeinschaft mit Gott eintreten, bis zu dem Punkt, wo wir können sagen, ich bin Sünder. Nicht, ich habe einen Fehler gemacht. Aber erst dann, wenn ich verstehe, ich bin Sünder. Ich brauche Gott. Werde ich wirklich verstehen, was Rettung bedeutet. Wir haben, sagt auch in der Schweiz oder im Iran, viele Menschen erlebt, die ihr Leben Jesus gegeben haben. Aber die Menschen, die mit dem schlimmsten Art und Weise in die Kirche kommen, sagen drogenabhängig, sagen Verbrecher, Menschen, die keine guten moralischen Werte hatten und haben unmorale Werte gelebt. Imam, Menschen, die Islam studiert haben, gelernt haben, die Menschen, wenn sie zum Glauben gekommen sind die stärksten Gläubigen, die du je kannst sehen. Weil sie haben gewusst, von was hat Gott sie gerettet. Sie sind ehrlich gesehen, sie haben gekannt, wer sie sind, wo sie sind und was hat Gott mit ihnen gemacht. Die sind starke Gläubige. Und das braucht eigentlich eine Offenbarung von Heiligen Geist. Weil heutigen Tag sehen wir uns selber nicht so. Und leider sind auch viele Christen, die in dem leben, in einer Gewohnheit in Sünde leben. Sünde klein machen. Sünde schön machen. Sünde normal machen. Es ist normal, alle machen das. Aber auch jeder in der Kirche macht das. Jeder, wo ich kenne, macht das. Am meisten, wenn ich mit jemandem rede und sage, hey Geist, das ist nicht okay. Ja, aber alle haben das gemacht. Und das ist doch nicht okay. Nur weil jeder in der Kirche das macht, das heisst nicht, dass es in Ordnung ist. Ja, aber wieso sagst du mir? Sagen alle anderen. Okay, ich sage es euch. Es ist nicht okay. Sexuelle Unmoral. Eine gewisse Gewohnheit, die normal ist, so wie Pornografie. Alle Abhängigkeit, egal was es ist nicht okay. Und wir können es nicht kleinreden oder schön machen. Wieso? Weil dann kommen wir zu dem Punkt, wo Johannes sagt, wenn man ihn darf ich? Merci. Nein, nächste Folie. Weil Johannes sagt, Gott ist Licht, in ihm gibt es keine Finsternis. Wenn wir also behaupten, dass wir zu Gott gehören und dennoch in der Finsternis leben, dann lügen wir und widersprechen mit unserem Leben der Wahrheit. Das heißt, Johannes sagt, hey, Gott ist Licht. Er ist herrlich, er ist heilig. Und das hat er nicht gesagt, das hat Jesus gesagt. Er ist Licht. Und hat keine Finsternis in ihm Platz. Kann nicht. Es geht einfach nicht. Finsternis, Licht geht nicht. Schwarz, weiß. Es gibt keine graue Zone in Gott. In mir ja, in Gott aber nicht. Und so sagt Johannes, wenn Gott ist Licht, du kannst nicht in Finsternis wandern, in Finsternis leben und sagen, doch, ich bin im Licht. Gottes Herrlichkeit und Sünde
haben keinen Platz zueinander. Jetzt muss ich sagen, wir haben alle unsere Natur, die eine sündige Natur ist. Unsere Natur ist die Natur vom Sund. Ich bin in der Natur geboren, gewachsen und ich werde in diesem Leben, bis ich sterbe. Meine Natur wird sich nicht ganz ändern. Das ist Sund. Das ist eine grosse S-Sund. Aber es gibt auch kleine S-Sund. Und das ist Handeln nach dem Natur. Mit der Natur leider kann ich nicht viel ändern. Doch durch Jesus wird sich viel verändern, bis ich sterbe. Aber was ich kann ändern, ist Handeln nach dem Natur. Sund ist Natur, aber ist auch ein Wille. Ist ein Entscheid. Ich entscheide mich. Ich handle danach. Und das kann ich, die Wurzel kann ich nicht ändern, aber alles andere kann ich. Und nicht durch meine eigenen Versuche. Ich werde verlieren, aber durch Jesus Christus und den Heiligen Geist. Viele sagen, ich bin nicht sündig oder ich mache nicht Fehler, aber wir haben alle unser Bewusstsein, Gewissen, das uns schlechte Gefühle macht. Kennst du das? Es ist lustig, weil ich das nicht hatte, bevor ich zum Glauben gekommen bin. Ich habe mit meinem Bruder wir haben gestritten wie Hund und Katze. Wir haben uns Butter und Messer genannt. Und ich bin Messer gesehen. Ich habe meinen Bruder mal geschnitten und er hat mir den Kopf gebrochen. Also schau mal, hey, wir waren brutal miteinander. Ich habe keine Ahnung, wie wir das überlebt haben. Aber ich habe ihn so lieb. Wir haben uns umbringen. Aber wenn jemand anders zu meinem Bruder etwas gesagt hat, oder er ist so, er hat mich so geschützt. Und wir sind immer noch so, wir lieben uns gegenseitig, aber wir können auch uns gegenseitig umbringen. Und ich habe meinem Leben Jesus gegeben, ich bin zum Glauben gekommen, mein Bruder hat mich genervt. Und ich wollte ihm schlagen oder etwas sagen, ich nicht können. Ich habe tatsächlich nicht können. Und das hat mich so frustriert, dass ich meinem Bruder nicht schlagen. Und ich bin zur Mama gegangen und gesagt, ich kann ihm nicht schlagen, ich kann nichts sagen. Und seine erste Frage ist, hast du dein Leben Jesus gegeben? Und ich gesagt, ja. Und gesagt, der Brenner ist vorbei. Aber wieso kann ich nicht? Ich habe so ein schlechtes Gefühl, ich kann nichts ihm wehtun. Und ab diesem Moment haben wir nie so gekämpft miteinander. Nie. Und das ist der Heilige Geist, der in uns wirkt. Okay, jetzt gehen wir zum nächsten Punkt. Letzte Woche, ich habe über Gemeinschaft mit euch geredet. Verbunden sein mit Gott. Kann man jetzt kurz ein Koinonia-Bild haben? Zu spät. Ich wollte euch fragen, ob ihr noch wisst, was Koinonia heisst. Zu spät, habt ihr schon gelesen. Aber Johannes braucht das Wort auf Griechisch Koinonia. Wir haben letzte Woche gesagt, Koinonia heisst, etwas gemeinsam haben mit jemand anders. Leben miteinander teilen. Etwas miteinander teilen. Entweder ist ein Interesse oder ein Hobby, ein Ziel, Verantwortung. Es kann egal was, etwas gemeinsam mit jemand anderem haben, wo du kannst zusammen teilen. Zum Beispiel eine Interessengruppe. Und dann sagt er, wir haben Koinonia mit dem Vater. Also Gott und Mensch, etwas gemeinsam. Das macht keinen Sinn. Wie kann ein Mensch, der einfach schwach und verderblich ist, stirbt, etwas gemeinsam haben mit dem allmächtigen Gott, der ihm ist nicht unmöglich und ewig lebt. Er ist da und ich bin da. Ich habe nichts gemeinsam mit Schöpfer. Und Johannes sagt, doch, wir haben etwas gemeinsam mit ihm. Wir können in Koinonia, Gemeinschaft mit ihm zusammentreten, weil erstens, wir gehören zu seiner Familie durch Jesus Christus, der Opfer von unserer Sünde. Wir sind gerettet durch sein Blut. Wir gehören zu seiner Familie, denn wir haben den Heiligen Geist. Geist Gottes, der in uns lebt, durch uns wirkt. Und wir haben das gleiche Ziel wie der Vater, sein Königreich auf der Erde vermehren. Und das habe ich nicht gemacht, das hat Gott gemacht. Gott hat seine Level abgebracht auf mein Level, damit wir uns Auge zu Auge sehen können.
Und so wir können mit Gott Gemeinschaft haben. Aber eben 1. Johannes 1,5 sagt, wir können mit ihm keine Gemeinschaft haben, wenn wir im Sund leben. Ich rede nicht über Rettung, ich rede über Gemeinschaft. Ein Christ, der vorübergehend sündigt und im Finsternis läuft, ist gerettet, aber er hat keine Gemeinschaft mit Gott mehr. Wenn ich sage gerettet, wenn er sich bewusst entscheidet gegen Gott und seinen Weg geht, dann ist ein anderes Thema. Aber für jemanden, der vorübergehend sündigt, hat die Rettung nicht vielleicht verloren, aber er hat keine Gemeinschaft mit Gott. Und wenn er keine Gemeinschaft mit Gott mehr hat, dann wird sein Gebet eine leere Form. Seine Anbetung eine langweilige Routine. Er wird kritisch gegenüber anderen Christen, anderen Gläubigen. Er wird sich langsam fernhalten von Gemeinschaft unter Gläubigen, Kirche kommen. Leben wird schwierig, Ehe wird schwierig, Familienleben wird schwierig. Wenn einer voll mit Gott unterwegs ist und der andere nicht, es wird sehr schwierig. Mein letzter Punkt. Ich wiederhole, was ich bis jetzt gesagt habe, damit ihr mir nachfolgen könnt. Erstens. Wer hat Nein? Ich fange nicht vom Namen an. Wir sind alle Sünder. Wir haben alle Sünde. Durch Jesus sind wir gerettet. Wenn wir sündigen, wir können nicht in Gemeinschaft mit Gott leben. Und Johannes sagt, dass wenn ihr im Licht wandeln, wenn ihr im Licht leben, ihr solltet Buße tun. Und ihr solltet nicht im Sund leben. Weil Licht und Finsternis haben keine Gemeinschaft miteinander. Die ganzen 3 Kapitel geht um im Licht wandern. Das Wort wandern ist eine Aktivität, ist eine Tat. Es ist Fortschritt, Wachstum. Das ist ein Ziel, du gehst hin, du machst schon etwas. Als Christen, unser Leben ist ein Wandern, Laufen, aktiv sein. Nicht nur reden, sondern auch tun. Johannes 1,9 sagt uns, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, dann erweist sich Gott als treu und gerecht. Er wird unsere Sünden vergeben und uns von allen Bösen reinigen. Gott sei Dank, dass er hat nicht aufgehört mit dem Salz. Und das schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Weil zu spät für uns alle, inklusive ich. Er hört nicht da auf, sondern er geht weiter. Aber wenn wir unsere Sünden bekennen, bekennen bedeutet, dasselbe sagen wie. Bekennen heißt dasselbe sagen wie. Alle gehen so. Das ist nicht gut für euer Gehirn. Das Gleiche sagen wie Gott. Einverstanden sind mit dem, was Gott sagt. Nicht einfach sagen, hey, ich bin ein sündiger Mensch, es tut mir leid, sondern mich so sehen, wie Gott sieht. Und das Gleiche bekennen. Manchmal ist es auch gut, das beim Namen nennen. Weißt du die Geschichte, die Jesus hat erzählt über den Pharisäer, den Priester und Zollner? Die Gebet der Pharisäer, wo da steht im Tempel und hat Gott gesagt, danke vielmals, du hast mich nicht wie dieser Zollner geschafft. Ich bin keine Frau, ich bin kein Zollner, ich bin nicht arm, ich bin ein Pharisäer, ich bin ein Priester. Und ich bin so dankbar, dass ich bin nicht wie dieser Mann. Und der Zollner betet auf seine Knie und sagt, Gott, ich habe sündigt gegen dich, gegen dein Gesetz. Es tut mir leid. Ich bin sogar nicht würdig, vorne zu beten in deiner Gegenwart. Jesus sagt, wer hat Gott gehört, wer hat Gott vergeben?
der Zollner. Und das sagt die Bibel oft, wir sollten ohne Sünde leben. Wir haben in der Schule im Theologiekurs die Lektion gehabt, in Gott verbunden sein. Das ist so geheißen. Das ist eigentlich das ganze Thema von ganzen Semesters gesehen. Nicht sündigen, nicht in Sünde leben, sondern in Verbundenheit, in Gemeinschaft mit Gott. Und klar, die erste Frage, die wir alle gefragt haben, ich habe dem Professor gesagt, das ist nicht möglich. Wie kann ein Mensch ohne Sünde leben? Ist es je möglich? Und er hat gesagt, ja, das ist möglich. Wie? Er hat mich gefragt, Sabrina, kannst du einen Tag ohne Sünde gehen? Ich habe gesagt, ja, ich glaube, ich schaffe das. Wenn ich nur daheim bleibe und niemand begegne. Nein. Ja, ich schaffe es irgendwie. Ich glaube, einen Tag schaffe ich schon. Kannst du einen Tag verbringen mit Gott? Also 5 Minuten anfangen, 10 Minuten, eine halbe Stunde, eine Stunde, 2 Stunden, 3 Stunden, 5 Stunden. By the way, es gibt ein geniales Buch. Er ist alt, aber ein geniales Buch über wie kann ich immer 24 Stunden, 7 Tage der Woche mit Gott verbunden sein. Das hat mir persönlich sehr geholfen. Und dann hat er gesagt, okay, kannst du in diesem Tag mit Gott verbunden sein? Das heisst, mit Gott unterwegs. Sag im Gebet, sag im Lobpreis, sag im Gedanken oder einfach Gott mitnehmen. In jedem Gespräch, beim Kochen, beim Backen, beim Putzen, im Bett, überall. Einfach bewusst auf Gottes Gegenwart sein. Ja, das schaffe ich sicher. Ein Tag, locker. Gut, dann versuch es nochmal einen Tag. Okay, ja, ich glaube 2 Tage schaffe ich das. Und wir müssen tatsächlich das machen. Einfach 5 Minuten oder einen Tag nach dem anderen Tag. Und dann mach nochmal einen Tag. Und nochmal einen Tag. Und nochmal einen Tag. Und dann wird eine Gewohnheit. Und nicht durch meine eigene Kraft, sondern durch die Kraft des Heiligen Geistes. Der Paulus sagt in Philipper 1,10, ich weiß es nicht, ob ich das da habe. Yes. So lernt ihr entscheiden, wie ihr leben sollt, um an dem Tag, an dem Jesus Christus Gericht hält, untadelig und ohne Schuld vor euren Richtern treten zu können. Untadelig und ohne Schuld. Das Wort untadelig, das war mega interessant beim Predigt vorbereiten, heisst ohne Wachs. Untadelig, wo Paulus da braucht, ist ohne Wachs. Wachs ist... Wisst ihr, was ein Wachs ist? Von den Skifahren, das Kerzen zum Beispiel, kommt vom Wachs. Wieso nimmt er das? Weil damals in römischer Zeit haben viele Menschen, die Skulptur gemacht haben, wenn sie einen Fehler gemacht haben, haben sie anstatt Stein oder dem originalen Material Wachs gebraucht, um die Fehler zu entdecken. Und du hast es nicht mehr gesehen. Du hast den Fehler nicht mehr gesehen. Und es ist so ausgesehen, als ob alles stimmt und alles ist gut, bis der Punkt, dass du die Skulptur rausnimmst in der Sonne, in der Hitze, und der Wachs hat angefangen zu schmelzen. Und das hat dann ein Wort geheißen, auf Englisch heißt sincere, wo eigentlich von dem alten griechischen Wort kommt. Sincere. Sen ist ohne, seer ist Wachs. Sei ehrlich. Sei ehrlich. Ohne Wachs. Weil wenn der in die Sonne kommt, der schmelzt und alle werden es sehen. Das ist ein interessanter Fakt, oder? Wenn du ein gefälschtes Geld hast und niemand merkt, das Geld ist falsch. Du kannst mit dem Geld in Migros gehen, etwas kaufen. Die Person nimmt das Geld, geht tanken. Mit dem Geld, das er getankt hat, nimmt jemand anderes mit dem Geld, tut er etwas anderes von der Familie kaufen. Schlussendlich das Geld geht zur Bank.
Und sobald das Geld bei der Banker ist, egal wie viel gute Sachen der Geld hat gemacht, wie viel gut hat er gebracht, wie viel haben die Leute mit dem profitieren, schlussendlich, der Geld hat keinen Wert. Schlussendlich steht er bei der Bank und der Banker sagt, sorry, der ist falsch. Egal wie viel gut wir machen, aber am letzten Tag, wir müssen ehrlich sein. Ehrlich mit Gott, ehrlich mit uns selbst. Es braucht Ehrlichkeit. Mal mich selber anschauen und sagen, mache ich das, was das Wort Gottes sagt? Tue ich Wort Gottes folgen? Weil Jesus sagt, der mein Gebote folgt, der hat mich lieb. Der liebt mich. Jemand hat gesagt, das Buch haltet uns vom Sündigen. Aber Sund haltet uns von das Buch lesen. Als 3 Sachen. Wie kann ich im Licht wandeln? Wie kann ich im Licht leben? Und wie kann ich nicht sündigen? Erste, ehrlich sein. Ohne Wachs. Ehrlich. Mit meinem Leben, weil sonst verletze ich mich selber und meine Familie. Zweite, ist Wort Gottes Gehorsam sein. Jetzt, für alle, die Kinder haben, es funktioniert so, Gehorsam sein. Wenn eure Kinder noch mega klein sind, sie müssen euch folgen. Oder ihr müsst euren Eltern folgen. Sie haben keine andere Wahl gehabt. Es ist ein Muss. Du hast müssen. Wenn aber Kinder Teenager sind, sie können rebellieren. Sie müssen nicht. Aber es ist dann eine Auswahl. Sie brauchen, weil sie brauchen dich immer noch. Sie brauchen dein Geld, sie brauchen eine Wohnung, sie brauchen ihr Zimmer, sie brauchen Essen, sie brauchen Kleider, sie brauchen in der Ferien. Weil sie wissen, wenn sie dir folgen, als Eltern, dann haben sie gewisse Belohnungen. Gewisse Sachen, die mit dem Gehorsamkeit kommen. Du bist gehorsam, du hast das gemacht, du hast das ist die Belohnung. Die brauchen das. Am Anfang ist Mussen, nachher ist Brauchen. Und es ist ein Zeichen von reif sein, erwachsen sein. Wenn Kinder anfangen zu hören, gehorsam sein, weil sie dich lieben. Weil sie sich fest lieben und sagen, okay. Und das weiss ich von meinem Leben. Manchmal sage ich, okay, ich mache es. Letzte Woche habe ich etwas machen. Meine Mami hat schlechten Rücken. Und sie hat den Koffer tragen. Und ich habe gesagt, Mami, ich mache es. Nein, du machst es nicht. Und sie hat geschrauen. Nein, du machst es nicht. Und ich habe gesagt, gut, weißt du was, ich habe dich lieb. Und ich meinte, aus Liebe, ich würde gerne das tragen. Aber wenn du nicht willst, okay. Das habe ich doch gemacht. Sie hat es schlecht gesagt. Ich bin noch jung. Ehrlichkeit und Gehorsam sein. Du kannst nicht in Gottes Gegenwart eintreten, weil du musst. Weil du es brauchst. Am Anfang von unserem Christleben ist es auch so. Wenn du neu zum Glauben kommst, du musst auch gewisse Sachen machen. Und dann du brauchst, weil du weißt, was für einen Preis hat Jesus für dich zahlt. Aber irgendwann kommst du zu einer Reife als Christ, wo du Gott so liebst, wo du so schätzt, was er für dich auf Kreuz gemacht hat. Wo die Liebe so groß und Respekt und Ehre für das Blut Jesu Christi und für seine Meinung. Wo du kannst sagen, ich habe dich so lieb, Gott. Und du kannst nicht mehr sündigen, weil du ihn liebst. Weil du ihn so gerne hast. Das ist eine Gemeinschaft, wo Gott sucht, ich liebe dich von dir. Als Kind in seinen Armen sehen. Nicht, weil ich Angst habe, nicht, weil ich muss das Gebot halten und perfekt sein und sündenlos, sondern weil ich Gott so fest liebe. Und ich weiß, was hat ihm gekostet, dass er auf Kreuz gestorben ist, damit ich ohne Sünde vor Gottes Thron eintreten kann. Kann ich das nicht mehr billig machen. Sein Blut ist nicht billig. Seine Liebe ist unmaßbar.
Und nur so kann ich in Gemeinschaft mit Gott leben. Ehrlich, gehorsam, mit Liebe. Das ist nicht ein Muss. Der Brino, schwieriges Thema, Sünde, das habe ich nicht gern. Wenn du ihn liebst, dann hast du gern. Weil du weißt, wie fest er dich liebt. Und was er ist bereit für dich zu machen. Jeden Tag neu. Das ist eine neue Auswahl. Ich möchte dich ermutigen, an diesem Tag, dieser Woche, Gottes Liebe neu begegnen. Nächste Woche, Hermann, wird über das Thema mehr predigen. Was heisst Gott lieben? Was heisst, er liebt uns? Und was für eine Auswirkung hat das in unserem Leben? Aber nur durch das kann ich ein Christsein leben. Sonst ist Religion anstrengend, mühsam. Aber wenn ich Gott liebe, dann macht es Spass. Dann ist es schön. Es ist herrlich. Lass uns in Lobpreis einsteigen. Gott einladen. Lass uns ehrlich zu uns selber anschauen, unser Leben, wo wir stehen und das von Gott bringen. Persönlich mit Gott unsere Sünde in heute Morgen bekennen. Ganz ehrlich. Nur du und Gott. Das Gebetsteam ist auf meiner rechten Seite, auf eurer linken Seite. Sie stehen da bereit, von euch zu beten. Wenn du möchtest noch Sünde bei jemand anders bekennen, sie werden nicht weiter erzählen. Aber sie stehen da für dich zu beten. Ganz zu ihr und nimm Gebet zum Anspruch. Ich werde nachher noch von euch beten. Aber bevor das, möchte ich euch segnen. Ihr dürft aufstehen von der Segen. Im Namen der Vater, Sohn und Heiliger Geist segne ich euch mit Gottes Gnade, der euch befreit hat. Segne ich euch mit Gottes Liebe, mit dem er euch umarmt. Ich segne euch mit seiner Gemeinschaft, mit dem Vater, mit dem Sohn, mit dem Heiligen Geist. Eine Gemeinschaft, die nie anders gibt. Eine Koinonia, eine Beziehung, eine Intimität in dieser Woche. Ich bete, dass ihr solltet Gott neu erleben, entdecken, spüren, erkennen, lieben und in Gehorsam nachgehen und folgen, weil er euch liebt. So fest, dass er seine eigenen Sohn gegeben hat von euch. Und so segne ich euch mit dieser Gemeinschaft in dieser Woche, dass ihr ihn besonders kennenlernt. Amen.